Mette bani galore matta surda lohori. Ist bei dir laut? Hört ihr Ja, mir? ich Hört ihr mir? Ja. Alice. Hört ihr mich? Jetzt sind wir on stage. Also, Also, kennt ihr noch Uri Geller? Nein. Kennt ihr das nicht? mal der, der so Löffel verbogen hat. Ja. Ah, der. Der Also- sagt immer, Der ist irgendwie einer gewesen. genau, der sagt immer, the stage is yours. Oha. Also, liebe Wow. Mitmenschen, wir sind jetzt da beim Dyson High. Ja. Man sieht jetzt ab seiner Beibehaarung. Er zeigt nur Beibehaarung, wenn er High ist. Ja, das stimmt. In der Regel. In der Regel. Nein, ich versuche. Ich will das Thema gar nicht aufmachen. Es ist wieder Mode. Ich finde, Männer dürfen keine kurze Hose anlegen. Wieso? Ich bin ja auch kein Mann. Sind wir da in Irak, oder was? Ja, ich verstehe das schon im Fall. Wieso? Ich kann auch nicht mehr im Fall. Ich kann da nicht mehr. Kurze Hose? Nein, ich gehe Ja. nicht mehr mit kurzer Hose raus. Keine Chance. Ich hätte, glaube ich, noch nie mit kurzen Ja. rausgehalten Das im ist- Badminton. Vor ihm habe ich das gemacht, aber irgendwann, also ich denke Ja. nicht wegen ihm, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört, kurze Hose, wirklich vor 2 Jahren. Aber, Ab dem ersten Day-Dance weiß ich noch immer kurze Hose. Ich so, nein, man, nie mehr. hey, wieso war ich denn so komisch gewesen? Ich weiß nicht, es ist einfach so, ich fühle mich wie ein Kind. Ja, das ist da im Fall. Aber ich finde, wenn du so Cargo-Hose anhast, dann fühlst du dich eher so wie ein Vater. Weißt du, wenn die da wo so Sekt drin Ein hat, links und Kindvater. rechts? Ein Vater von einem Kind. Also Kindeskind. Nein, schau mal, ich glaube, es ist mehr, wenn ich kurze Hose habe, dann wird die sportlich aussehen. Ja. Und dann bist du auch sportlich. Oder wenn eben go, Oder du siehst wie ein Arbeiter aus. Und Cargo-Pants haben sowas, da ist noch ein Doppelmeter drin. Übrigens, wo ist mein Doppelmeter an? Vorne eine Du hast Katze. ja- hast mit dem Nummer beim, gespielt? bei dem Platz. Nee, der ist irgendwie, glaube ich, da hinten. Ah, zum Zeigen meinst du, oder? Ja. Ah, dort hinten. Vielleicht hat nachher Zeit, jemand das zum schnell holen. Ja, der- Ah, ich gehe ihn schnell holen. Ja, fix. Aber wieso wirst du nicht wollen, kurze Hose anlegen? Mal, du hast es gesagt. Ich meine, was? wieso willst du kurze Hose anlegen? Weißt du deine Überzeugung? Die Überzeugung ist Ja. einfach, wenn es zu warm ist. Alter. Also heute Ja, ist nicht. auch mega warm, gewesen, 24 Grad easy. Habe ich gut noch können mit Jeans hängen, aber dementsprechend auch nackte Füße. Aber ich kann auch eine Jeans anlegen, Bro. Aber das ist nicht wegen Kind zu tun, nicht wegen dem. Aber ich kann auch allgemein so Jeans, keine Chance. Ich kann da nicht mehr anlegen. Also meinst du wegen Weiss. Manspreading, was du jetzt gerade da hast? Nein, Oh mein allgemein. Gott, kannst du nicht maximal. Ja. Ja, ich kann nicht mehr, seit die Anzugshose anlege, auch wegen ihm, Mhm. habe ich nur noch, ich habe jetzt 2 von denen, also einmal ein bisschen anders. Er hat nur noch die 2 Hosen an. Und also ich habe schon andere Hosen auch noch, also zum Beispiel, ich habe noch so breitere, so Cargo-Hose, Mhm. habe ich ab und zu auch. Aber ja, viel Anzugshose. Also da, was ich überhaupt nicht verstehe, ist Lederhose. Nein, aber ja, Da sieht Also man immer so bei- bei der Jugend momentan ein also bisschen bei mehr. Frauen Lederhose? gibt's viel. Die Ah, Lederhose. Frauen? Frauen und Männer. Ja, bei Frauen Ich ist sehe. Männer habe ich auch schon Männer noch gesehen. nie. Männer mit Ja, Lederhose. Aber das sind so Okay, unter mal- 20, so Mode, Okay. so Oktoberfest. Peso, Scheissdreck. Lederhose okay bei TÜV-Fahrer. Hä? Da kann man Ja, das logisch, sagen. er ist auch funktional, dementsprechend. Ja, hat auch Style. Style. Je Hat auch nachdem. Style. Ja, hat auch gut, Style. okay. Ja. Also, So viel zu der Hose. Jetzt kommt mir vorne, der Ahmed hat es schon gesagt, the stage is yours. Ich habe gedacht, weil ich bin ja so immer die ganze Zeit am Leiden war, oh mein Gott, Bachelorarbeit, wir bist auseinandergenommen. es ist echt Tu ein mal Running nicht Gag. so, Mann. Es ist echt ein Running Gag, gewesen, Alter. Du bist ständig am Heulen gewesen. Ja, jein, okay. Und natürlich auch für die Leute, die es verpasst haben, habe ich gedacht, ich hole so auf lustige Basis ein bisschen meine Schlusskritik noch. Lustige Basis, als wäre die ernst Schlusskritik besser gewesen. Das habe ich auch witzig gemacht. Ja. Ja, Was argumentieren, Mann? Was argumentieren? Eigentlich das Zeug, das ich eigentlich gefühlt fast das letzte Jahr gemacht habe, beziehungsweise schon nicht am Stück letztes Jahr. Mhm. Es sind so quartalweise Monate gewesen. Und ich habe ja Pristina analysiert, das ist die Hauptstadt von Kosovo. Und ich weiß, ihr seht da vorne da jetzt nicht so gut auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist ein Modell 1:500 im Maßstab, Mhm. dass ihr es euch vorstellen könnt. Das sind ganz kleine Häuschen da, aber in echt sind sie viel, viel größer. Eben 500 Mal. Mhm. Wow, stabil. Ja, und das Modell da sind ihr zwei eigentlich, kennen da auch sehr gut. Sind, Da haben wir mitgewirkt, oder? genau, sind gekommen helfen. Ja, das ist von mir. Natürlich nicht nur ihr. Shoutouts an Miguel, Euron. Aaron, ja. Ja. Hey, der Astrid? Aber Ah ja, stimmt, Astrid. Ja. Und nochmal jemand. Und du weißt, das ja, ist auch sehr, sehr dankbar für das. ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, da merke ich gerade, ist etwas drauf. Naja. Da ist, das letzte Thema haben wir dürfen aussuchen. Wir haben sozusagen eine freie Thesisarbeit. Und zwar geht es darum, dass du 3 Themen zum Beispiel vorschlägst. Und dann sagen Dozenten, mal, das ist geil, nein, das ist scheiße. Grob gesagt, sie sagen es natürlich nicht so. Oder denken, das ist vielleicht kritisch zum Analysieren. Ich meine,
meine Themen waren London. Ich habe in London mega Wunder genommen. Und zwar so die Villen von London haben so einen speziellen Stil und so weiter. Mhm. Der Wojciech Häuser, bla bla bla, ist so etwas anderes. Egal. Wojciech. Nein, nicht Wojciech, ich weiß gar Ich nicht, bin wie ein er heißt. Autor gewesen. Ich glaube, vielleicht heißt er sogar Wojciech, bin mir nicht sicher. Aber der Ja. Wojciech, ja, es hat ein Buch von ihm. Wo Wojciech heisst, ja. Ich glaube, es ist das Buch, Das von Buch Wojciech heisst heisst. Wojciech, Eben, ja. genau. Okay. Stimmt, ja. Vielleicht verwechsel ich es auch. Egal, auf jeden Fall habe ich den da, darum habe ich es aber nicht analysiert und darum weiß ich es auch nicht. Also. Mhm. Und das andere war Pristina gewesen, und etwas anderes ist, glaube ich, Wil gewesen, bin mir nicht sicher, mit einem Kollegen etwas zu machen. Ja, aber nachher hat es schnell geheißen, wo man ein bisschen präsentiert hat, hat der Dozent gemeint, nein, Pristina ist interessant, ist aktuell, mach da. Und ich so, geil, nimmt mich Wunder, weil ja, komme ich aus dem Kosovo. Weißt Und- du daran so aktuell an Pristina? Allgemein, die Städte, wie sie wachsen in den Ländern, in den Balkanländern, sind ähnlich und sie wachsen sehr wild. Man könnte schon fast von einem Turbo-Urbanismus, ist so ein Begriff, der in den letzten Jahren gefallen ist, für wo so Städte beschrieben hat. Mhm. Ich will nicht Drittweltländer sagen, weil das ist kein Drittweltland. Aber, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Da wächst einfach das Zeug ohne krasse Regeln. Alter, der Stab da nervt jetzt langsam. Ja. Ja, und ist schnell gewachsen und ist darum aktuell. Und vom Städtebau her sehr interessant, weil es ist nicht so. Man kennt es nicht. In Europa sieht es anders aus. Ja, voll. Also, mal, es sieht schon ein bisschen so aus, aber es ist gleich so eine Schwelle zu einer anderen Welt. Mhm. Was auch schön ist. Ich glaube, da macht es so ein bisschen romantisch irgendwie. Es wird nicht auf einem Dach nochmal ein Stockwerk anmontiert. Mal eben schon. Bro, Alter, in Indien. Also passiert auf dem Dach. Ja, auf es dem ist, Dach Dach gibt's- ist schon. ja. Und da ist schon Ja, fertig. Da auf ist einmal fertig, kommt nochmal was. Genau. Kommt nochmal was, weil der Nachbar hat höher gebaut, jetzt muss ich auch höher Jetzt muss bauen. ich auch Stimmt. so Da spannend. Das das ist ist ein schlimm, bisschen also so. bei uns ist total schade. Schachwens-Vergleich. Ja, das ist ein bisschen so. Es ist ein Skandal. Es gibt so ein paar lustige Bilder, wo eben wirklich auf einem fertigen Gebäude einfach nochmal so ein Haus draufsteht. Einfach so gefühlt ein Einfamilienhaus. Mm. Und der hat noch den Garten auf dem Dach vom anderen. Ja, fix. Und natürlich hat er es vom Ingenieur statisch abholen lassen, dass er den bauen darf. Natürlich nicht. Irgendwie ein Erdbeben, tschüss, alles weg. Voll. Naja, hoffentlich auch nicht. Hä? Aber rein theoretisch ist das eben so. Man denkt, ja, keine Ahnung, ich fange mal einfach an. Pristina an sich habe ich nicht gekannt. Ich bin sehr ungern dort angegangen, weil es eben eine wilde Stadt ist. Sie ist gross. Mhm. Und sie ist halt hektisch, gell? Da lebt. Also die Stadt lebt wirklich. Da Ich müssen wir alle zusammen mal anhalten. ja, Das ist gehen wir immer der sicher. Plan, ja. So, So, nach aber- der Ja, Tanne. voll. Ja. Also wie gesagt, Pristina ist pumpevoll, vor allem im Sommer, denn wenn alle zurückkommen von Diaspora, nachher zurückkommt da und Ferien machen geht, Mhm. da kommst du nicht klar. Ist aber für mich ist es zu viel gewesen. Darum bin ich einmal nicht gegangen. Ich bin auch mehr so ein Dorfkind. Ich bleibe einmal im Dorf. Mhm. Da ist meine Tomaten, meine Biotomaten dort. Mhm. Und so. Die Stadt ist nie so mies gewesen. Die junge Leute gehen einmal wegen dem Ausgang da hin. Wegen Renora 4, 2.0 da. Mhm. Also was für 2.0, da ist Renora 4 und der andere ist 2.0. Du bist different, Alter. Nein, ich bin Build Different. Darum kann ich Eier erschlagen mit dem. Mit dem deinen Bizeps. Eiern. Mit meinen Eiern. Genau. Ja, auf jeden Fall, vielleicht, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen da drauf schaut, merkt ihr, es ist speziell, oder? Was fällt euch auf vielleicht? Es ist so leicht crowded da hinten. Links jetzt. Von die aus rechts. Viel Minarett. Also Ja. viel, weiß nicht, ob da jetzt in welchem Ausmaß. Es hat sogar noch mehr, aber die sieht man nicht. Mhm. Für die das nicht wissen, da ist bei der Moschee. Da der ein Turm, der raufkommt, wo der Esan gesprochen wird, wenn die Gebetsstunde ist. Dann wird Ja. gesungen. Heutzutage singt leider niemand mehr, es läuft Playback. DJ DJ, Spotify mit, Mit, Übergang. mit Übergang. Ich schwöre. Ja, was fällt mir auf, Alter? Egal, sonst fange ich mal an. Ja, da ist flach und da ist höher. Ja, also die Topografie von Pristina ist eigentlich im Grundsatz hügelig, ganz wenig. Und Pristina an sich, das Zentrum ist recht flach. Erzähl noch, was Topografie ist. Topografie? Mhm. Das sind so Höhe. Mhm. Ich weiß aber einfach vielleicht für Für Leute, ein paar die nicht wissen, Bodals Alter, da. wie budal bist du, wenn du nicht weißt, was Topografie ist? Nein, natürlich ist das nicht schlimm, falls du das nicht gewusst hast. Jetzt weißt du es, glaube ich. Also das sind Höhenkurven. Das ist, Genau. keine, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt. Ich bin selber budal. Ja. Eben, wie gesagt, ich habe es selber nicht gekannt und es ist für mich ein neues Erlebnis, um die Stadt kennenzulernen. Irgendwo auf einmal Geschichtsepochen kennengelernt und so. Also, es ist so. Pristina ist keine gewollte Hauptstadt gewesen. Also, es ist nicht eine natürliche Hauptstadt. Wenn man so ein bisschen hinausholt, Städte wachsen zum Beispiel auch Flüsse, weil Flüsse wichtig sind wegen Wasser und so weiter, Zukunft, bla bla bla. Und Pristina hat nur einen ganz kleinen Fluss gehabt, der existiert wie nicht mehr, weil er zugemüllt worden ist. Wie heißt er? Oder wie hätte er geheißen? Boah, weiß ich gar nicht. Vergessen. Nils. Nils.
Wegen Nil und egal. Nils, okay. das ist gut. Ja. Pristina an sich war ein grösseres Dorf. Schon ein bisschen eine Stadt, gell? Es war eigentlich schon eine Stadt, aber halt so Dorfstruktur, 1- bis 2-geschossige Häuser aus Lehm und Backstein und Holz. Das war so da. Es war ärmlich. Ich will ja nicht den letzten Podcast wissen, den ich erzählt habe. Es ist kein reiches Land in dem Sinn, weil man gerne mal drauf gedrückt hat. Und ja, und die Moscheen, die ihr zum Beispiel gesehen, die sind halt vom Osmanischen Reich gewesen. So haben sie das Land kontrolliert in dem Sinn. Also da ist ja nicht nur Gebet stattgefunden, sondern da ist auch Kontrolle auf einer Art. Institut, ja, voll. Ja, genau, weil die haben, ich weiß nicht, wie das heißt. Es gibt einen Verband da früher, was war, wo den eben da kontrolliert hat, wo zum Beispiel Basar kontrolliert hat. Da hat es einen alten Basar gehabt und der ist kontrolliert worden. Die meisten, was noch mega interessant war, der Basar ist eigentlich von den Juden gewesen, hauptsächlich. Aha. Aber sie haben halt gleich müssen Tribute von Panem zahlen. Ja. Und zwar an die Moschee zum Beispiel. Ja. Dies und das. Ja, es hat zum Beispiel da am Boulevard, wo wir eigentlich gesehen hat es auch Synagogen gehabt, die sind abgerissen worden. Aber da kommen wir jetzt gerade. Okay. Und zwar zum Boulevard. Der Boulevard ist der öffentlichste, wichtigste Ort von Pristina. Wenn du mal in Pristina gehst, wirst du sehr wahrscheinlich dort landen. Es fühlt sich auch wie ein Mediashop an. So am Sonntagmorgen, wenn einfach voll langweilig ist und dann schaust du einfach so ein Mediashop. Am Schluss kommt so Mediashop. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, früher hat die Stadt so ausgesehen. Die ganze Kruste, die ihr hier seht, das ist wirklich eine Kruste, das ist keine wirkliche Struktur. Die ist da drüber. Ja. Und irgendwann dann in den 60er Jahren, wo der Tito an die Macht kam und gesagt hat, hey, Kosovo braucht eine eigene Hauptstadt, weil jetzt erkennen wir sie als Land? Als Kommune, nein, als souveräne Kommune, also von Serbien. Und dann haben sie gesagt, aber sie brauchen so, sie haben Autorität, so in dem Sinn, aber zum Autorität, sie brauchst eine Hauptstadt, brauchst das und das, brauchst das und das. Und nachher jetzt müssen nach dem Sinnbild von jugoslawischen Städten folgen. Und zwar ein Boulevard machen. Und beim Boulevard hat es immer die öffentlichen Sachen gehabt, vom Staat, zum Beispiel Parlament, Hotel, Kinos. Was heißt Boulevard auf Albanisch? Oder Kosovo-Albanisch? Sheshi. Nein, Sheshi heißt auch wie Platz. Okay. Ich weiß es gar nicht. Es tut mir leid, ich kann kein Albanisch. Ich bin Schweizer. Nein, gut. So viel zu dem. Und dann sind sie mit Bagger gegangen, gell? Mit Bagger, so richtig stabil. Und haben dann da alles flach gemacht. Einfach mal zerstört. Und lustigerweise ist da nicht schlecht angekommen. Bei der Kosovo. Also ist dann auch die Synagoge kaputt gegangen in dieser Zeit? Genau, weil vor allem Kommunismus und so Zeug, das war so ein bisschen sozialistisch geprägt. Dort hat man an nichts geglaubt, außer an einen Mensch. Aber nicht an Gott, sondern an den Präsidenten, der dort war, an den Diktator, wenn man es so nennen kann. Ja. Genau. Und da war so eine Nebensache, darum mussten wir weichen. Zum Beispiel da war eine Moschee, irgendwo da hinten war eine Synagoge und die Altstadtstruktur in dem Sinne. Und der Basar ist sehr, sehr wichtig. Die haben es extra kaputt gemacht, weil sie so quasi gesagt haben, ich sage da jetzt, wir wollen nichts zu tun haben mit der Kultur der Osmanen. Wir wollen nichts zu tun, vielleicht hat es jetzt dort mal Türken gesagt, nicht Osmanen, explizit, weil das sind wie so zwei Phasen gewesen. Ja, die Phasenverschiebung. Auf jeden Fall, darum haben sie explizit den Basar kaputt gemacht, um zu sagen, hey, wir sind jetzt, blöd gesagt, nicht zurückbleiben. Wir sind so quasi die neue Kultur, bla bla bla. Aber da ist bis heute nicht bei den Menschen rausgegangen, weil Basar brauchen wir wie. Das ist ein Marktteil, Heiland sagt man, da gibt es auch da in St. Gallen. Voll. Der Blumenmarkt. Auf jeden Fall, und der hat sich noch irgendwo müssen verstreuen. Überall in der Stadt gibt es so mehrere Basar, aber früher nicht so der Hauptbasar geben. Okay. Also warte, ich habe es vorhin nicht so richtig verstanden. Wer ist mit dem Backen gekommen? Die neue politische Institution. Also und die serbisch oder die? Ja, jugoslawisch. Jugoslawisch. Also Kosovo ist ja zu Jugoslawien. So, genau. Und der Tito ist dort mal der, der dann eben mal gesagt hat, hey, langsam, hey, die Albaner, die dürfen auch mal reden. So. Okay. Bis dort haben sie nicht dürfen reden. So, also bis zu den 60er Jahren. Also wenn man jetzt da jemanden korrigieren kann, auch gerne. Ich sage es jetzt mal nicht reden. Okay. Vielleicht ist es auch etwas anderes gewesen, ich weiß auch nicht. Ja. Bin kein Experte. Ne, judget mich nicht. Oh, judge. Safe judging. Judget me. Oh, judgy. Genau, ich muss jetzt so schnell, sonst komme ich gar nicht mehr zu meinem Projekt. Ja, also nachher jetzt so den Boulevard gehen mit den öffentlichen Sachen, die haben Sachen abgerissen und dann neues Zeug gebaut. Und dann und das ist irgendwie 20 Jahre lang gegangen und dann hat es eben den politischen Change gegeben. Tito ist gestirbt und dann hat es wieder... حيوانات من دخول سبابك. Ja, sollen wir mal kontrollieren? Ja, gern.
Also es ist gerade irgendwie so ein Tiger hier gelaufen. Und der Karan Wir müssen kurz eingreifen. eingreifen, aber der Karan hat uns verboten zum Essen. Weil, wieso? Darf man keinen Tiger essen, Karan? Der Conor Mackie. Oder der Dings, wie heißt er? Elderbrook. Elderbrook. Aber Okay, der etwas. Elderbrook, okay. Ey, sorry, also wir haben ein kurzes technisches Ja, bei Problem Unterbrechung. Grund aber Wasser. ich glaube, sie haben mir einfach sagen, dass ich schneller erzählen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich war. Fuck, man, ich bin draußen. Schau, Wasser, da nimm da. Nein, er hat. Du brauchst auch noch. Easy. Okay, Erzähl. und mir ist gerade aufgefallen, ich habe da ein Haus gestürzt, aber Nein. das spielt ja keine Rolle, da kommt eh niemand raus. Weil die Stadt eben, wie gesagt, wild gewachsen ist. Und wild gewachsen Turbo-Urbanismus kommt genau in der Phase, wo eigentlich nach dem Krieg war. Und zwar passiert folgendermaßen: Kosovo hat wie so keinen Staat, bekommt das provisorische Staat über, wo von Europa lanciert wird. Und Wegen dem brauchen wir da. da hat nachher mit dem was zu tun. Und zwar, natürlich hängt Architektur und Stadtplanung total nah, weil es ja wichtige Sachen gibt zum Regeln. Du bist ja gerade mal eine neue Stadt, du musst deine eigenen Sachen anschauen. Ist ja verständlich. Und jetzt werden Dörfer zerstört. Leute aus anderen Ländern werden ja verjagen in dem Sinn. Haben die einzige Hoffnung ist halt Pristina, in dem Sinn die Hauptstadt. Da läuft doch was. Hey, ich glaube, jetzt erzähle ich richtig durcheinander. Ich wollte eigentlich noch etwas anderes erzählen. Aber ich Erzähl da. schreibe dass- mal privat. Nein, schreibe mal nicht privat. Irgendwann kann man viel mal darüber diskutieren, für jemanden, der es wirklich interessiert. Also, es ist sicher ein spannendes Thema für euch, weil ihr kennt ja Pristina nicht. Und es sind so viele Albaner da in der Schweiz, also gönnt euch mal. Genau. Gönnt euch mal. Die Stadt ist schnell gewachsen und auf das Mal fängt man an, da zwischen den Zeilen, in den grossen Blöcken, die dann gebaut worden sind, einfach Häuser bauen. Mit denen fangen die Leute eben Einfamilienhäuser bauen und es hat so eine krasse Wohnungsnachfrage, dass einfach baut wird. Da im Buch, das ich nachher mit dem Kollegen zusammen gemacht habe, kann man eine morphologische Reihe anschauen. Da sieht man dann effektiv, innerhalb von 20 Jahren, wie die Stadt einfach schwarz geworden ist. Wie immer größer und größer und größer. Da ist übrigens ein Schwarzplan. Und so einen haben wir dann erstellt, in einem viel größeren Maßstab, dass die ganze Stadt dann wirklich anschauen kann. Ja, und dann haben wir gedacht, was macht eine gute Stadt aus? Was machen Sachen? Was machen Sachen? Was macht eine gute Stadt aus? Ein Parlament. Nein. Bazar, wo nicht von den Osmanen kontrolliert wird. Gute Vibes. Gute Vibes, ja. Ein Elderbrook, wo so hier läuft, wie er sonst hier läuft. Okay, auch falsch. Ja Ja, gut, vielleicht stimmt alles, gell? Ich kann es ja nicht bewerten. Weil Kunst also kann was macht eine jeder- gute Stadt aus? Ja, was macht eine gute Stadt in deinen Augen aus? Viel Plätze. Boah! Viel öffentliche Plätze. Park. Ist das jetzt in Ernst? Ja. Stimmt, oder? Ja, man, sicher. Salam. Karan, du, was würdest du sagen? Öffentliche Plätze. Nein, eben so ein Park oder so. Keine Ahnung. Ja, stabil, das ist richtig. Öffentliche Plätze sind mega wichtig. Eigentlich ist eine Stadt wie ein Haus. Ein Haus, eine Wohnung, wenn du es krass abbrechen. Mhm. Du hast irgendwo dein Bad, du hast irgendwo dein Wohnzimmer, du hast irgendwo deinen Arbeitsbereich. Arbeitsbereich ist bei dir beim Arbeiten. Dein Bad ist vielleicht ein Intimbereich, wo du in der Stadt auch hast. Es hat Plätze, die sind intimer und es hat Plätze, die sind öffentlicher. Das ist der Wohnraum. Genau. Und das ist mega wichtig. Das sind, eigentlich kannst du immer so ein bisschen abbrechen. Und Shisha-Bars. Und Shisha-Bars. Traubenminze. So krass. Fix. Nein, Spaß. Also, früher bin ich schon ein bisschen Shisha-Gänger gewesen. Shisha-Bar. In der Stadt. Shisha-Bar, berühmtester Name und mega individuell. Also, und dann haben wir halt geschaut, wo hat es öffentliche Plätze in Pristina und der wichtigste öffentliche Platz ist eben der Boulevard. Wie gesagt, wenn du dort einmal in Pristina gehst, dann bist du mal dort. Und dann haben wir aber gesehen, dass er nicht so gut ist. Er ist gut, er funktioniert, aber er funktioniert vielleicht auch nur, weil es eben eine hohe dichte Anzahl an Menschen hat an dem Platz. Das spielt auch mega eine Rolle. Grosse Städte funktionieren auch nur, weil es viele Leute hat. Ist denn da an dem Boulevard auch Newborn-Zeichen? Ja, nein, da irgendwo nein, dort? ist nicht da dran. Er ist aber weiter hinten, da hinten. Aha, okay. Ist Kennst an du einem anderen Platz. Newborn. Dort machen die mal Albaner Fotos. Das stimmt. Dort, wenn ihr mal dort hingeht, dann könnt ihr auch ein Foto machen. Ja. Und mit dem Doppelkopf. So. Ja. Oder mit Ja, den das ist Füßen. Genau. Oder mit den Füßen. Mit der vorne Machst mit den Füßen Doppelkopf. Ich höre gar nicht. Gott mir. Ja, es geht schon. Er hat auch so albanische Füße. Haben wir gerade so. vorher mit dem Marc herausgefunden. So richtig Du kannst breite so Füße. mit seinen Füßen so einen Adler machen.
Vielleicht gibt es. Nein, es gibt. Ich will keine leeren Egal, Versprechungen machen. Ich will sagen, vielleicht gibt es noch ein Foto, dann machen wir Sinn. Ich schwöre. Also, der Boulevard, also da ist eigentlich mein Gebäude da. Wo ich mal schnell den Pulli da weg. Ich habe von euch den da. Dankeschön. Er ist eigentlich so, ne? Der da ist da. Merkt ihr den Unterschied? Ja. Extrem. Also, das Problem ist, er fängt viel weiter hinten. Oh, schau, der Ahmed, wenn er schaut. Aber wieso ist denn da jetzt dort? Da ist es so. So ist Da momentan ist der So ist, Stand. so ist Stand. die Ohne Stand- das Parlament ist ja nur. Dein Plan ist da weg. Genau, Ach den so, Plan ist der okay. wegnehmen. Also, okay. der Boulevard fängt hier hinten an und was eben das Geile ist, der Boulevard ist momentan autofrei. Das ist Jackpot. Wir Architekten mögen nicht so Autos, in der Regel. Wegen Wir fahren Parkplatz. gerne Autos, aber Mhm. in der Stadt, wenn wir sie nicht haben, weil sie nicht nerven nur. Also wie kann das sein, dass ein Platz, wo du willst laufen, Ja. der Autos gehört? Weg mit euch, man. Geht irgendwo hin, verwendet. Ja, aber das ist auch in vielen jetzt auch, auf vielen Plätzen kannst du gar nicht mit dem Auto. Genau. Ja. Ja. Also was heisst das? Viele Plätze wie Klosterplatz kannst du auch mit dem Auto durchfahren. Ja, aber da Ah, fühlt sich aber voll da illegal gehört an. jeder. Da Es fühlt fühlt sich sich so aber ich illegal mach's, an. ich mach's immer. Echt? Es Also wird so, du ich weiß, er ist einmal Offiziell reingefahren. darfst du nicht hier fahren. Doch, du darfst. Mal. Du kannst hinten dran beim Klo. Du darfst durchfahren. Ist das nicht nur für Nein. Anlieferungen und so? Nein, Bus fahren die auch durch. Bis fahren da. Stimmt. Echt? Deswegen. Er ist kannst du einmal auch- reingefahren. Ich so, Bro, da fühlt sich. fühlt Ich sich weiß es schon geht, illegal an. aber es wird Es maximal. fühlt sich so, als wärst als Voll. könntest du ein Kind schnell überfahren dort. Ja, Ja. das ist Also vielleicht- potenziell ist. Aber schau mal, das ist doch vielleicht schöner, dass du dort einfach auf der Straße kannst laufen. Wie schön ist das? Das ist schon geil, ja. Und das ist, der Platz ist jetzt mal groß. Stell dir vor, du müsstest wieder an so einem Trottoir laufen, wo sich kaum Leute kreuzen Voll. können. Das ist ja auch richtig dumm. Voll. Nein, auf jeden Fall. Und sie haben vor, in Zukunft den Boulevard noch länger autofrei zu machen. Das ist perfekt. Mhm. Weil dahin ist der Unicampus und so weiter. Ja, genau, so viel zu dem. Und er endet momentan an dem Punkt da. Da Okay. endet er. Ja. Offiziell nicht. Also offiziell vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber für mich schon. Nach meinem Empfinden und nach dem Empfinden von der Bevölkerung hat er da auf. Weil da hat es auf einmal so einen Hag, da hat so ein Gebüsch und du kannst wie nicht mehr durchlaufen da bei der Regierung. Also das Okay. ist die Regierungsinsel. Dort ist Rathaus, Ja. Parlament, nochmal so Parlamentsgebäude für Büros und so weiter. Da ist EU etwas Mhm. und so weiter. Also da ist so die Regierungsinsel. Und die Regierungsinsel ist eigentlich genau der Schnitt vom Neuen zum Alten. Okay. Finde ich eigentlich noch mega interessant, weil Ja. dort wird der Schnitt sozusagen durch die Regierung. Ja, voll. Der Übergang ist sozusagen die Regierung. Ist noch ein spannendes Thema. Voll. Ja, und dann habe ich gedacht, da passt mir nicht. Der Boulevard muss verlängert werden, Richtung Norden. Und zwar gibt es da einen Platz, der ist momentan zugemacht worden von der anderen Thesisarbeit. Weil normalerweise ist er ein bisschen grösser. Und die Idee ist eigentlich auch gewesen, dass von dem Platz, das ist ein richtig großer Platz, das ist der Sportplatz in dem Sinn, weil da hinten hat so ein riesiges Gebäude, Bororamis heißt da, ein Sport- und Jugendzentrum. Und da ist eben Kino, Hotel und so weiter. Und da sollte der harte Platz sein, da ist die Regierung, der harte Platz, und da ist der weiche Platz, wo der Übergang in die Altstadt ist. Weil die Altstadt hat viel mehr Vegetation Voll. und so weiter. Und darum habe ich gedacht, der Briegel da, wo im Nachhinein gebaut worden ist, wieder weg, weil das ist total schade. Und dann kommt aber ein neues Gebäude, und zwar da. Und da braucht es, um die Bevölkerung oder den Mensch, den Fluss zu lenken, Richtung Norden. Also die Verlängerung hat so geklappt. Nur ist jetzt die Frage, was braucht es da? Der braucht es eindeutig städtebaulich, der verbessert sehr viele Sachen, aber die genau. Frage ist jetzt, was für ein Gebäude, für die Nutzung her. Genau. Dann habe ich ein bisschen lange überlegt, das. Am Anfang wollte ich eigentlich so ein Theater machen, beziehungsweise nicht Theater, sondern so Orchester. Und dann habe ich gesehen, dass der Kengo Kuma, ein sehr berühmter Architekt, ich weiß nicht, ob er sogar Pritzker-Preisträger ist. Er wird mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Ist Albaner? Nein, ist Japaner, Ich habe gedacht, ja. glaube ich. Der baut da das neue Orchester an. Aha. Er ist mega gut, er stockt da auf. Das war übrigens auch in meiner Masterarbeit. Masterthesis, Masterplan. Ja. Ist da gewesen, dass da höher kommt. Weil ein Platz wird immer besser, wenn er gut gefasst ist. Und wenn er nicht gut gefasst ist, das heisst, gefasst ist er nur vom Mauern. Also Architektur oder Raum in dem Sinn, Raum existiert, der Raum existiert, aber er wird erst durch Architektur begrenzt und somit spürbar. Ich meine, wenn du bei einer Wiese laufst, der Raum existiert ja. Er ist unendlich gefühlt. Also es ist ein Berg vor dir und das Gegebenheiten begrenzen ihn. Aber durch Architektur, wenn du nachher so eine Wand setzt und dort eine Wand, machst du den Raum spürbar. Jemand hat zum Beispiel mal gesagt, recht schön, haben sie gerade an der Zwischenkritik gesagt, Zeit gibt es, Zeit ist ja da, Musik tut Zeit begrenzen, macht sie spürbar.
Zeit wird spürbar gemacht durch die Musik. Weil dann hast du Takt. Und du merkst, dass nach dem Lied die Zeit vergangen ist. Ja, ist ein bisschen paradox, aber ich glaube, Zeit vergessen ist dann erst recht, wenn Musik los ist. Auch, weißt du, was ich meine? Ja, Aber ich mach weiß, doch nicht alles mit kaputt. Takt und so. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. okay, aber ja, sehr wahrscheinlich, stimmt. Ja. Ja, genau. Also, und dann hast du, was gemacht? Dann bin ich auf den Schluss gekommen, dass ich etwas der Bevölkerung geben will. Ich will denen etwas geben. Das ist Er ist der Robin Hood. Number one. Da ist etwas gewesen, es muss ein öffentliches Gebäude sein. Mhm. Aber es ist halt im Regierungsviertel. Aha. Und da gibt es immer Schüsse, bam, bam. Nein, Spaß. Dann habe ich gesagt, komm, es braucht ein fucking neues Parlament. Yes. Weil das Parlament, das jetzt ist, das sieht schon räudig aus, Mann. Mhm. Also es sieht echt räudig aus. Also da ist der Ersatz von dem, was dort ist. Nein, es ist Ergänzung. Ergänzung. Weil ich bin Aha. kein Fan von, ich tue zwar abreißen, aber ich tue dazu bauen. Ich hätte den ganzen können abreißen, blöd gesagt, und ein ganz neues bauen. Ja. Aber ich bin nicht ein Fan, weil da hat ja früher das Kommunismus gemacht. Das Kommunismus. Die kommunistische Regierung hat das früher gemacht. Ja. Sie haben einfach weggenommen und neu gebaut. Das ist ja kein, das ist nicht ökologisch, das ist nicht wirtschaftlich, das ist nichts. Mhm. Das ist, das sind schwache Charakterzüge. Ja, das ist einfach Macht zeigen. Ja, nicht nur das ist auch einfach so ein Problem aus dem Weg gehen. Oder so, ja. Weißt du, was ich meine? Du machst Wiese und dann baust du den nächsten Müll an. Mhm. Statt mit dem Problem, das du dort hast, sei es gut oder schlecht, mit dem Handeln und Voll. Weiterbauen, ergänzen oder so weiter. Voll. Egal. Und ich habe jetzt das Gebäude zum Beispiel nicht angebaut, weil es sind alles solitär. Solitär sind einzelstehende Gebäude. Mhm. Vor allem sieht es so ein bisschen leer stehen. Und darum hätte er der Typologie müssen folgen. Mhm. Ist auch alleinstehend. Und den tue ich den natürlichen Fluss, der damals war, eigentlich gar nicht begrenzen, weil er ist immer noch da seitlich begehbar. Und da kommt eben zum EG. Der EG muss frei sein. Wenn du jetzt da bei dem Modell gesehen, du kannst eigentlich durchschauen. Ja. Du siehst eigentlich wieder auf die andere Seite. Okay, und wieso hast du mal überlegt, eine Fritteuse zu machen? Fritteuse, Bro. Ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht, hätte du nicht gerne eine Fritteuse daheim? Nein, Keine überhaupt Fritteuse. nicht. Aber ich finde auch asozial, wenn man Fritteuse die hat. Ja, eine Fritteuse. Ja, das ist echt eine Fritteuse. ja, eine Fritteuse daheim. Ja. Ja, also alles frittieren, Mann. Alles schmeckt geil frittiert. Ja, logisch. Also mit den Menüs sehr selten. Aber wir haben eine Fritteuse, die Hai, ja. Haben das auf dem Balkony oder haben das die Hai? Nein, die Hai. Die Hai, schmeckt da nicht voll so. Ja, ich glaube, es gibt so spezielle, die kaputt zu sind. Von Siemens, so viel glaube ich. so. Von Siemens oder von Kani. Ist ein Aber- Airfryer oder ist echt Fritteuse sorry, mit ist ein Öl? Airfryer. Airfryer, Ja, das ist etwas ja, anderes. Airfryer, sorry. das ist komplett ganz etwas was anderes. Ja, gerade Ja, nein. Airfryer ist ja geil, oder? Airfryer ist geil. Aber Fritteuse ist so halt wie. Nein, Fritteuse immer Pommes nicht. dann. Ja, gut, okay. Also Fritteuse wäre schon geil in dem Sinn, aber es ist halt. Aber haben wir sicher gehabt. Haben wir sicher gehabt, safe. Eine Noch fucking Airfryer. Fritteuse. Ja, haben wir Haben das sicher so gehabt. 20 Liter Öl reingeklärt und nachher Ja. Nachher so, nachher hast du rein tun, so... 2 Dips Ja. gemacht. Ja. Geil. Aber jetzt Also das ist Airfryer, eigentlich ja. ein neuer Mac, wo da Oder so, ja. McDonalds. Ja, budgettechnisch sicher so teuer. Ja, und das ist eigentlich das Projekt, das durch die Analyse entstanden ist. Ist ein neues Parlament für Kosovo. Kosovo hat so ein bisschen auch eine Depressionsphase gehabt. Irgendwie eben ab nach dem Krieg ist nichts wirklich krasses gebaut worden, in dem Sinn. Also was heisst krass? Ich muss jetzt ein bisschen so reden, damit ihr mich versteht. Sonst hätte ich angefangen da mit Fachbegriff umwerfen. Dabei habe ich gar keinen Solitär, Fachbegriff zum bla, Umwerfen. vor schon Ja. mit Fachbegriff gekommen. Aber Solitär ist jetzt nicht so ein Fachbegriff. Ich kenne nur Spiel Ich Solitär. kann nur solitär Spiel halten. Also, auf jeden Fall hat es wie so ein neues Zeichen gegeben. Neues Wahrzeichen. Einfach, hey, wir sind da, wir sind das junge Land. Mhm. Wir können was. Wir haben jetzt einigermaßen stabile Politiker an. Mhm. Ja, ob sie jetzt stabil sind oder nicht. Die zukünftig werden sie noch besser sein. Und wir sind da, wir sind präsent. Und das kannst du mit Architektur zeigen. Und darum ist mein Projekt recht ein bisschen auch extrovertiert in dem Sinn, dass es ein bisschen anders ist wie. Einfach markant irgendwie. Es ist markant. Voll. Es provoziert auch ein bisschen. Es ist nicht extrovertiert, es ist eher introvertiert als Gebäude an sich. Aber von der Fassade her und so ist wieder mal so etwas Neues. Mhm. Ja? Okay. Okay, warte, wieso findest du introvertiert? Was heisst denn da genau in dem Zusammenhang? Introvertiert ist, wenn du zum Beispiel verschlossen bist. Heißt es ja mal, oder? Aber das Gebäude. wie er mich jetzt angeschaut hat. Ja. Also Ja, bist du jetzt brutal, auch. oder? Bist du behindert? Nein, überhaupt nicht, sorry. Ja. Das hätte nicht sollen so überkommen. Ja. Nein. Aber was heisst denn jetzt da? Also ich finde da jetzt null Intro. Du findest da null introvertiert? Ja. Schon. Okay, kannst du da reinschauen? Siehst du da Aber eben, jemanden dann rumlaufen? heisst du eigentlich, was ist die Definition von introvertiert Erklär so in dem nochmal. Zusammenhang? Also introvertiert, wie gesagt. Willst du es erklären, Karan? Sag mal. Also, könnte introvertiert sein in einem Gebäude? eben, wie du schon gesagt hast, ich glaube, du hast Gebäude, wo du von
von außen schon viel, zum Beispiel, ich nehme mal an, wenn du einen Spiegel hast, draußen, und innen siehst, dann ist es eher extrovertiert. Und da tust du auch, da siehst du nicht durch, zum Beispiel. Oder wie die Räume gestaltet sind, ich weiß nicht, keine Ahnung. Safe, das sind sicher so Punkte. Also das Gebäude schreit das Gebäude? Nein. Nein. Es ist eher in sich gekehrt, introvertiert, Okay. oder? Genau. Und weißt du, so. Extrovertiert ist Extrovertiert. Zaha Hadid und Franco Gary. So, Ja, okay. Weißt du, das Zeug, was rumspringt und alles das ist kaputt ja- geht nach Aber 10 dann ist ja Jahren. vieles introvertiert. Also sorry, dass ich eure... Aber für mich ist eigentlich so fucking bipolar. Das ist so irgendeine Störung. Das ist nicht so, Introvertiert? Aber es wird gebaut. Es wird gebaut. es wird gebaut, ja, logisch. Aber das ist Was wird irgendwie gebaut? Ja, so Sahara Radit oder wie heißt die? Sahara Radid. So, ja, das ist Sahara noch Rabbit. das ist noch irgendeine Libanesin, oder? Ja, irgendwas. Irgendein Arab. Ich weiß nicht, ihre Architektur gefällt mir nicht. Ja, eben, es ist so bipolar, habe ich das Gefühl. Es hat irgendeine. Es ist Es ist so, für mich, irgendwo ist eine Nutzenfrage. Ich meine, wenn du so eine Ecke 200 Meter lang nach links schickst und du kannst dann nicht mehr brauchen, Ja. dann frage ich mich, Bro, what the fuck? Also wir leben in einer Zeit, ich weiß, dein Vater hat viel Ölkonzern und so, aber wir haben das nicht, weißt du? Voll. Also sie hat einen Rich Daddy, hä? Man könnte jetzt munkeln. Mm. Ja, Oh, Jaja. oh Jaja. Genau. Und da ist eigentlich mal eine Außenperspektive, die wir noch leider nicht sehen, liebe Fans und Zuhörerinnen. Stresst eigentlich, wenn ich einen Fan sage? Ja, Das ist okay. Nein, safe nicht. es wird schon komisch, auch wenn man das sagt. Ja, was will safe man, nicht. was will man sagen? Zuhörerschaft. Selber. Zuhörerschaften. Mhm. Genau, leider sehen die Pläne jetzt nicht so gut, selber schuld. Ja, ich glaube schon, dass man die Bilder da sieht. Die Ja, grossen. einigermaßen zum ein bisschen Verständnis haben. Ja, was soll ich eigentlich anfangen? Ich glaube, ich erkläre es am Modell. Gut. Wir haben einerseits ein Dach, das das Ganze trägt. Es ist ein recht markantes Dach, oder? Das springt richtig raus. Da kommt auch vom Gebäude raus und dann gibt es da Volumen, das sich da innen befindet. In diesen Volumen kannst du ein bisschen die Nutzung ablesen, wenn du weißt, was das Gebäude für Dings ist, für eine Nutzung hat. Irgendwann weißt du es ja. Oh, da ist ein neues Parlamentsgebäude. Hä? Da geht in aller Munde. So, falls es dann mal gebaut wird. Also ist nur theoretisch. Wer könnte da in dem größten Volumen drin sein? Was meinst du jetzt genau? In einem Parlamentsgebäude, weißt du, der größte Raum? Ja, da Der war. wichtigste? Ja, der Der heißt Plenarsaal. ist da auf Deutsch? Ja, Plenarsaal. ja. Schau, ich glaub- wie stolz er ist, dass da So ausgesprochen stolz. hat. Oha, also was für ein Begriff. Okay. Vor allem, er hat Plenarsaal. genau gewusst, dass wir es nicht wissen. Ja, logisch. Nein, ich schwöre es wegen- nicht gewusst. Aber es- nein, du hast genau gewusst, dass wir es nicht wissen, aber du hast die Frage trotzdem gestellt. Du so, Das ist jetzt was eine ist fucking denn die Unterstellung, die stimmt nicht. Aber es kommt ja wahrscheinlich vom Wort Plenum. Oder? Plenarsaal. Kann sein. Kann gut sein. Ja. Okay. Okay, auf jeden Fall, du hast noch sozusagen die drei Körper. Nachher du denkst dir, okay, du kannst, ich finde es eben gut, wenn bei Architektursachen kannst du wie von außen ein bisschen ablesen. Für mich ist immer wichtig, dass man Statik kann ablesen, wie das sich in sich trägt. Oder entweder kannst du es lesen oder bewusst nicht lesen. Das sind so zwei Paar Schuhe. Aber nichts dazwischen. Einerseits nichts dem Zufall. entsprechen. Ja, Mhm. genau. Ja, und da kannst du es lesen, meiner Meinung nach. Also du siehst das Dach, da wird drei von diesen massiven Stützen da. Und du siehst die Volumen, die haben oftmals so kleinere Stützen da. Voll. Genau. Und du laufst eigentlich, machst du den Weg, wenn du da jetzt reinlaufst, machst du den Weg von der großen Stütze. Also sozusagen Kolonnade hättest du drin. Du bist so leicht wettergeschützt. Du bist immer geschützter in dem Sinn. Beziehungsweise, da was ich halt gemacht habe, wo halt kritisiert worden ist von den Dozenten, ist der Eingang da. Der ist ein bisschen zu tief. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Der ist bei 2,30 Meter. Also du kannst fast anhängen. Ja. Mhm. Also das finde ich aber geil. Weil das Gebäude darf auf jeden Fall keinen normalen Eingang haben. Aber Ah, denkst du, du, jetzt das kommt da, was du schon mal gesagt hast, wo gestern erwähnt hast, Was habe ich erwähnt? wo du erklärt hast, wieso die Tür so tief ist, dass man so sicher bücken muss. Genau, es ist auch Wegen die Muslim. Zeremonie, wo man reingeht. Man muss versuchen, immer eine Geschichte zu erzählen. ich glaube Architekten eher, sind gut in dem. eher, dass Leute Angst Ich hätten melde mich wegen. Du musst immer bügen. Nein, wegen Platzangst hatten. Ich glaube, das ist schon ein reales Problem. Alter, 2,30 Meter. Alter, Bro. wenn du so ungefähr ankommst und so ein fucking Klotz ob dir ist, Den gehst du nicht rein. dann gehst du nicht rein. Pech. Dann verpasst du alles rein. Spektakel, du musst dich getrauen. Spektakel, was wird der geschwätzt? Bro, warte schnell. Normale Wohnungen sind bei einer Höhe von 2,40. Raumhöhe. Aha. 2,30, weißt du das jetzt? Ja, gut, das ist. Ja. Das ist immer noch stabil. Jetzt gerne noch tiefer gemacht. Also,
Auf jeden Fall ist es wirklich eine Art eine tiefe Decke, die auf dich zukommt. Und du laufst dort rein. Das ist so ein Übergang. Voll. Und übrigens, da unten ist geschliffener Schiefer, damit es dich spiegelt. Damit du dich nochmal sehen kannst. Aber ganz leicht so Silhouette, damit du als Person dich nochmal siehst. Ich bin bewusst, ich gehe in den Körper rein. Ich meine jetzt zu viel Philosophie da. Die denken sich weiter geraucht. Egal, auf jeden Fall noch kommst du rein und du hast EG, wo eigentlich öffentlich ist. Ich hätte gerne jetzt jemanden, der mir hilft, da zum Drüllen. Oder warte, ich mache es selber. Ich glaube, es geht. Nein, das Ding kaputt geht oder so. Karan, du kannst vielleicht gerade sagen, wer du bist. Weißt du was? Sag was. Vielleicht ein bisschen gesehen. Ich kann noch sonst sagen, nein, zeigen kann ich es auch nicht. Aber ich habe was gefunden, was mich stört. Ja, hau raus, was stört dich? Also. Wenn du jetzt mit der Treppe kommst, dann. Schau mal. Stell dir vor, ich komme hier an. Ja. Ich mach so. Dann kannst du runter. Kann ich runterfallen? Da kannst du runterfallen, ja. Ja, schau mal, das ist ein Modell, gell? Okay, gut. Das ist ein Detaillierungsgrad. Da fehlt ja die Hälfte vom Gebäude. Okay, ich gehe weiter. Was ist da? Dort unten kannst du auch. Wieso habe ich da den Schritt? Wieso habe ich da die Treppe, Okay. aber da nicht? Und es ist nicht barrierefrei. Barrierefrei. Ja. Schau, es ist eine Treppe. Das ist die barrierefrei. Aber wenn es die Hälfte ist, wieso hast du da nicht weggeschnitten? Wie das total schade ausgesehen, wenn da wirst du schneiden? Nein, der wird perfekt ausgesehen. Nein, der wird total Aber das ist schade nicht nachgeschnitten. Ja, schau, das Problem ist, ich habe ja auch nicht überlegt, ja, wenig Zeit Kaffee da. Ne? Mit der Treppe. Ja. Aber haben sie auch nicht gesagt? Nein. Kritisch. Hast du nicht gesagt? Oh mein Gott, ich weiß auch nicht. Willst du also Dozenten diskreditieren da? Also, zu dieser Treppe, ich muss ehrlich sagen, das ist da, wo mir am wenigsten gefällt an dem Projekt. Das ist so wie so gesucht. Ich bin nicht so ein Fan von Wendeltreppen. Es ist aber eine massive Wendeltreppe. Ich find's gell? super geil. Die ist Aber riesig. Ja, ich finde Das das ist schon riesig, schön. weil es braucht, in stabil. dem Parlament braucht es einfach ein Ja. Dings. Du hast ja die grossen Gebäude, die grossen Raumhöhen, die grossen Räume. Jetzt braucht es einen Übergang zum nächsten Raum. Und zwar in der Vertikale. Und ich kann nicht durch eine einfache Treppe passieren. Da muss, Ja, da muss tektonisch irgendwie stimmen. Und da, kritisch. wo wir im Basel waren, in dem Opernhaus. Ja. Aber das sind noch massive Treppen. Du gehst auf und dann gehst einmal rechts und links. Das finde ich auch geil. Da hat da leider nicht gepasst. Ja, nicht passt, klar, aber... da ist der Geld, da musst du vielleicht denken, der Opernhaus ist zweimal so Ja. groß wie das Gebäude. Ja, das ist riesig. Und vor allem sollte auch in der Mitte sein, dann die Treppe. Ja, genau. In der Mit Mitte. links und rechts so. Zack. Genau. Okay, aber noch geschwind eine kleine Frage. Wieso ist denn eigentlich doppelwandig, die äußerliche Wand? Da Okay. Glaszeugs. Aha, das ist sehr gut. Das ist die Fassade. Vielleicht kommen wir Ja. zu dem. Die Fassade ist eine Glasbausteinfassade. Schon mal Ja. gehört? Glasbausteine, das sind die industrielle. Da wirkt so industrial, wie Techno. Industrial. Sieht irgendwie aus wie Panzerglas. Oder? Also von der Struktur. Es gibt in der Bestellung das Glas, das du mit schussfest kannst kaufen, Ja. damit es auch von der Sicherheit stimmt, so quasi. Voll. Ja, da glaube ich, ein Foto zeigen, was da ist und wieso ich es eben so gemacht habe, ist. Es hat. Langsam kommt es mal. Kennst du das, wenn du irgendwann so oft Sachen erzählt hast, dass du irgendwie selber nicht mehr hören kannst? Ja. Ich bin fast bei dem Zeitpunkt. Déjà-vu. Dann würde ich es nicht mehr erzählen. Nein. Also da sehen wir vielleicht mal einen Konstruktionsschnitt. Da ist so, wie es technisch, wenn du wirklich das Gebäude durchschneiden, so wäre es dann ausgesehen. Ja. Also wir haben eine äußere Schale und zwar habe ich da speziell, weil das Parlament ist, kann da sicher kein Glasbaustein draussen haben, weil da halt ein bisschen auch billig aussieht. Gussglas. Und Gussglas wird dann gegossen in einer Form eckig und hat einen Kreis innen dran. Da ist so ein Kreis, der durchgestanzt ist, damit da wieder so ein Lichtspiel hineingeht. Mir ist das Lichtspiel da innen mega wichtig gewesen. Und das passiert durch das Glas. Ja. Und jetzt ist er aber viel zu dünn, thermisch total schade. Da hat er ja Wärme Sauber. total weg und alles. Darum gibt es eine zweite Schicht. Und in dieser zweiten Schicht ist halt so ein bisschen dickerer Glasbaustein, den effektiven normalen Glasbaustein, halt möglichst lichtdurchlässig, also das kannst du durchschauen. 20 cm breit. Und ja, wärmetechnisch total schade, aber Pristina ist ein bisschen wärmer. Ne? Im Winter sind nicht so kalt, kann man mal sagen. Und dann zweischalig nochmal, weil ich zwischen den Glasbausteinen nochmal eine Luftschicht habe, und zwar 15 cm. Ganz oben kann man Klappen öffnen, dass im Winter die Luft also lässt man die Klappe zu, dann gibt es einen Treibhauseffekt innen dran, in dem Luftteil, und dann wärmt sich da ein bisschen auf. Also du hast durch die Sonnenenergie gewinnst du ein bisschen Wärme. Das heisst,
dein Dämmwert wird besser. Und im Sommer, wenn Glas total schade ist und du schwitzt da innen nur, machst die Klappe auf und es gibt einen Durchzug. Und dann hast du ein bisschen kühlere Wände. Oha, was echt geile Idee, ja. Ich weiß nicht, ob sie in der Theorie wirklich klappt, aber das war mal so eine Idee gewesen. Das war komplett deine Idee gewesen. Das ist nicht Es gibt schon ein paar Architekten, die haben das schon gemacht. Ja. Aber nicht so. Die haben dann anders gemacht. Die haben dann ein Glas zum Beispiel dahinter gehabt, wirklich ein Fenster und nicht nochmal Glasbaustein. Ach so. Also so, wie ich es kenne. Ja. Okay. Ja, sonst ich tue gerne so Details selber ein bisschen umbasteln. Nice, ja. Voll. Und da ist alles vorgehängt, da wird alles mit verzinktem Stahl befestigt und geschweißt und so weiter. Genau. Die werden vorfabriziert, sind extra so Formen gemacht, mit U-Profil und so weiter. Da ist alles schon abgesegnet. Sollte gehen, also. Genau. Also das Technische muss man natürlich auch ein bisschen mitnehmen. Voll. Ja, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich an dem Modell dran habe. Okay, aber wieso hast du jetzt, wo ist denn die andere Hälfte? Ist ja nicht Hast du gar nicht gemacht? the part of the plan gewesen. Nein, es ist von Anfang an gewesen, dass es ein Schnittmodell gibt, dass du auf einer Seite die Fassade siehst und einmal Bei allen Schnitt. Schnittmodell. Da ist alle ein Schnittmodell, ja. Ja, aber alle anderen haben auch ein Schnittmodell machen. Oder? Nein, du Aha. entscheidest selber, was du willst machen. Okay. Ich hätte auch einen kleineren Maßstab können nehmen, da 1 zu 100 können zeigen, oder wär's die Hälfte von dem, Ja. von der Größe her. Und ganz ehrlich, wenn der Saal, Oh, nochmal Hälfte. und die Hälfte heisst durch 4, Ja, weil voll. du musst da durch die Höhe und durch Dann Dings, voll. der wäre so hoch. Der Da will willst du noch reinschauen, man. Kannst ja gerade nichts bauen in dem Sinn. Ja, genau. Und darum habe ich es in dem Maßstab bauen. Und Oh. da, was ihr da seht, da sind Kassettendecken, die tragen Kassette, wie der Name schon sagt. Sind eigentlich so DVDs. DVDs, genau. Modern wird USB-Decken. Aber ja, USB-C. USB-C-Decken. Okay, aber wenn machen Genau. wir es kaputt? Darf man es kaputt machen? Ich glaube, da macht man nicht kaputt. Ich muss echt schauen. Ich muss, Aber und da kann man da auch kaputt machen? nein, da macht man nicht kaputt. Wieso Da schaue macht ich, man da dass nicht da Pristina bekommt. Echt jetzt? Ja, Würdest du da dort schicken? ja sicher. Die holen es selber ab, wenn sie das sehen. Also da ist auch fucking Ahornholz. Allein das Holz hat man jetzt noch keine Rechnung bekommen, aber das kostet mich vielleicht 300 Stutz oder so. Ja, Wo da verschnitten worden ist. Und kollegial Ja, aber falls Ahorn es ist nicht. in Kubikmeter, glaube ich, 3000 Ja, und Stutz. wo denkst du, wo kommt denn da? Irgendwo Uni? Parlamentsgebäude. Irgendwo. Museum? Die werden schon Platz haben, um da auszustellen. Okay, nice. Also es geht nicht darum, zum Missprojekt darstellen, da kann man ja Einfach wieder alles einfach wegnehmen, aber zum Stadt, wie sie momentan ist, weil das ist ziemlich genau gemacht im Fall. Also da haben wir schon Mühe gegeben, dass da wirklich alles stimmt. Das ist ziemlich gut. Okay, nice. Und sie haben vor, da beim Boulevard was zu machen und dann können sie das als Grundlage verwenden. Und auch meine Recherchen und Untersuchungen. Müsst ihr aber abholen mit der Schule, weil offiziell alles, was ich aus meinem Kopf rausbringe, Schule. ist mein geistiger Erguss sozusagen, Gehört der Schule. ist offiziell der Schule. Ein geistiges Das ist Eigentum. krass. Das ist richtig schlimm. Alles, was ich das- draußen brauche, gehört der Schule. Das ist auch, weil ETH so krass profitiert. Das sind so richtig schlaue Leute. Egal was sie entwickeln, egal was sie machen, am Schluss, wenn es aus dem ein Startup gibt, ETH ist dabei. Es ist so. Es steht ETH unterstützt, dabei ist einfach, also, Ja, voll. Ja. Deswegen sagt man ja ETH Spin-off. So wie gespinnt aus ETH. Alle Startups. Ja, Voll. okay. Ja, das ist eigentlich da. Das ist das Projekt. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wann ich euch erzähle. Wichtig bei einem bei einem Parlament ist eben, dass es Foyers hat, wo wirklich die Leute können diskutieren können, die Parlamentarier unter sich. Und auch, zum Beispiel da ist der seitliche Eingang, um in den Plenarsaal reinzukommen. Das sind Lobbyisten. Die sind wichtig. Die tun sehr vieles lenken. Die brauchen Platz, um zu diskutieren. Die hängen da, tun Sachen unterschreiben. Das ist wie beim Bundeshaus, der Wandelraum. Ja. Rundum, hinter den Türen vom Plenarsaal. Ja, da noch kritisch zu machen. Ja, sag, was ist da los? Das Lichtspiel ist falsch. Ja gut, Anni hat mal gesagt, Das Glasbaustein. ist komplett falsch. Ich habe es nicht angebracht mit dem Programm, dass Glasbaustein effektiv so rauskommt, wie es aussieht. Weil Glasbaustein gibt nicht so krasse Schäden. Und in Glasbaustein siehst du ungefähr schon so raus. Aber ist ein bisschen milchiger wahrscheinlich. Oder halt konstanter. Nein, Oder- es wird mehr leuchten. Es Es wäre mehr leuchten. Es wird mehr leuchten. Weil das Problem Logisch, ist, logisch. Glasbaustein, eben, falls ihr mal bei Glasbausteinwand gesehen habt, die ist, die leuchtet wie. Die kann das Licht so teilen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen kommt recht gutes Licht rein. Und dann ist ja wieder, wenn man philosophisch wird, es gibt keinen klaren Schatten, du hast irgendwie konstantes Licht rein im Gebäude und du wirst vor einer Seite ähnlich beleuchtet, du hast keinen Schatten. Jeder Mensch dort drin wird gleich beleuchtet und gleich berechtigt. Yes. Ja, aber ob da jetzt gut ist oder nicht, das ist die andere Frage. Naja. Ja, Ja. auf jeden Fall gleiche Berechtigung. spannend. Ja, keine Ahnung. Und so sieht der Plenarsaal drin aus, gell? Da sind 120 Sitze.
10%, ich weiß es gar nicht mehr, sorry, ich habe es vergessen. 10% sind für die Minderheiten, ethnische Minderheiten reserviert. Ja, und die hocken dann da. Und da sind eben dann Zuschauer, die können dann dort raufgehen und durch den Balkon durchschauen. Wieso das Public Parliament of Pristina heisst? Weil eben da hauptsächlich die öffentlichen Plenarsitzungen gehalten werden, damit Leute dort hingehen. Genau. Und die echt secure sind und wo man ein bisschen Turbulenzen verspürt oder so weiter, werden im bestehenden Parlamentsgebäude weitergeführt. Ja. Genau. Und falls es dann in Zukunft 2 Kammersysteme geben, weil momentan hat es nur ein Kammersystem in Kosovo, können sie dann die 2 Parlamentssäle verwenden. Bam. Also beide so. Genau. So wie kleiner Rat und grosser Rat in der Schweiz. Da, was mir jetzt gerade eingefallen ist, Kammer in UK. Dort, wo sie so förmlich kämpfen. Ja. Wie sagt man dem? Ist da einfach auch Kammer? Oder Ja, das ist eine Kamera und ich glaube, du meinst vom System her, wie sie hocken. Ja, voll. Das ist eine Gegenübersetzung. Also die hocken sich gegenüber. Es gibt verschiedene Systeme, wie du hockst im Parlament. Wir kennen es aus Europa, also Deutschland, Schweiz und so weiter, hat ja den Halbkreis. Voll. Das ist der Half Circle oder keine Ahnung. Ja, das sind alle Muslime. Ja, Wegen Halbmond. Ja, wegen Halbmond. Die hocken gegenüber und dann hat es aber verschiedene Parteien, die sich so und dann geht einer führen und der schnarrt. So ähnlich wie ihr bei mir. Nein, eben nicht ähnlich da, aber vom Prinzip her. Und das gefällt mir nicht. Darum habe ich nicht das gemacht. Ja, voll. Weil es ist nachher, du hockst da hin, bist wie in einem Kino. Du schaust eigentlich gefühlt einen Film an. Ja. Und du bist nicht so drin. Und wenn du aber gegenüber von jemandem hockst, Interaktiv. dann siehst du den. Ja, und das ist wirklich, also meiner Meinung nach. Ja, es ist ja Aber- ein Plenarsaal, ist ja so wie einer aufgebaut wie eine Uni, oder? Plus, minus. Ja. Also Ja, Plenar also ist ja- eben, ja, genau wie du jetzt da siehst. Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Anordnungen. Es gibt auch den ganzen Circle, dann hocken sie wirklich in einem Kreis. Dann hocken sie eben wieder gegenüber, blöd gesagt. Und es gibt den Hufeisen. U-Form einfach. UFO. U-Form. U-Form. UFOM, so, ja, UFO 361. Ja. Und dann gibt es Classroom, da ist zum Beispiel in Russland, dann hockt es wirklich gerade wie eine Klasse. Ja. Und dann hockt ein Diktator da vorne und sagt so und so. Und da hat im Fall wirklich mit der politischen Ausrichtung ein bisschen zu tun, wie die hocken. nicht. Genau. Mhm. Und da ist gezielt so genommen worden, weil ja, es gibt Also Opposition. denkst du, dass wie eine Partei. Anordnung auch einen Einfluss hat, wie die Leute miteinander Yes. schwätzen? Ja, sicher. Yes. Okay. In Chandigarh hockt es auch so. In wo? Chandigarh. Mhm. Chandigarh. Okay, also das heisst eigentlich, es liegt nur an der Platzordnung, dass in UK dort sich Hurensohn sagen und so. Nein, also UK ist noch interessant, weil es sieht folgendermaßen so aus. In UK dort hocken sie ja fast aufeinander. Der maximal. Also maximal eng, die nicht mal einen Tisch. Ja. Also das ist ein Skandal, wie die dort sind. Aber die müssen halt in dem krassen Gebäude mal drin sein, gell? Die wollen da nicht aufgehen. Voll. Und sie haben irgendwann auch weniger Sitz gemacht, weil immer Leute Sport gekommen sind. Und dann haben sie gesagt, ja, die halt früher sind, reserviert den Platz und die, die Sport kommen, Pech gehabt. So in dem Sinn. Und ja, bei ihnen ist halt wirklich so, weil es gibt 2 Parteien. Und die gefühlt nicht mehr. Glaube ich bin mir nicht ganz sicher, gell? Ich würde mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Wie Lenin. Ich schätze fast Leningrad. fast ein Dab gewesen. Ja, gut, Devs haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Ja, keine Ahnung. Da und dann ja, diskutiert es halt. Und sie hocken wirklich nach. Und ich glaube, der ein Dozent hat so einen Witz gemacht, die hocken 2 Säbellänge entfernt, damit sie sich nicht abstechen können. Damit nicht einer so noch fechtet und der andere zusfechtet. Ja, aber denkst du, dass sich Architekten dessen bewusst sind, dass sie eben, wenn sie so etwas aufbauen Ja. Die dass Architekten, die so etwas machen, müssen. sie wissen, Alter, ich habe sehr wahrscheinlich sehr viel Verantwortung für sicher. künftige Entscheidungen. Ja. Oder es ist schon vordefiniert. Aber schau, man kann es eben sagen, es ist entweder vordefiniert oder wenn jetzt im echten Leben das Projekt so als Wettbewerb kommt, dann gibt es ein Programm. Also es gibt eine Nutzung. Dort musst du tatsächlich halt eben zum Beispiel 120 Sitze da nie definiert. Aber da nie definiert, weil der momentane Parlamentssaal hat 120 Sitze. Darum würde ich mindestens da bieten. Es könnte ja auch größer sein. Aber jetzt mal so gemacht, dass easy genug Raum hat. Okay. Man könnte ja auch mehr Sitze nachher da rein machen. Ja, und es gibt ein Raumprogramm, also wie viel WCs, blöd gesagt, wie viel da, wie viel Nebenzimmer, wie viel dies, das, bla bla bla. Das ist alles definiert. Aber eben definiert sind ja also die Grundpfeiler. Aber alles andere, so wie eine Decke, wie jetzt da auf dem Bild siehst, Ja, der das macht ist ja dann der alles von dir eigentlich. Ja, genau. Aber der hat ja alles einen Einfluss, Alter. Ja, wie absolut. Leute denken, wie viel Licht dir kommt, wie viel weil- Licht da in die Augen kommt. Da ist zum Beispiel das da, ist jetzt ein introvertierter Raum.
Ja, du hast Erklär das nochmal. Ja, du hast von der Seite nichts. Du hast nichts. Du hast nichts nur von oben. Und von oben Aber schauen die Leute. dementsprechend ist das ja schlecht. Nein, Wenn es überhaupt nicht. introvertiert ist. Weil du Wenn es gehst- introvertiert Da braucht es wird. ja, da braucht es was introvertiert. Ich will so etwas, wenn Leute, wo so reden. Ja? Ja? Ja, absolut. Nein, Ja, du kannst ganz, stören. ganz kurz. Ja. Oh shit, bist du falsch? Jemand liegt am Boden. Okay. Es ist Okay, Schlägerei ciao. gegeben. Es Wir ist müssen kurz irgendwie... abbrechen. Einer liegt irgendwie am Boden. Alter, was für... Ja, Leute doch der Polizei an. Ja, ja, gemeint, sind einfach irgendwelche Alkoholiker. Oh, sorry. So, ihr habt es gehört, ein Bulle Rage kommen. Und in dem Kontext wird ja etwas Wichtiges loswerden. Wenn zwei Sumo-Ringer gleich stark sind, genau gleich stark, dann sieht es einfach aus wie zwei sehr, sehr fette Menschen, die sich einfach lang umarmen. Es geht bald wieder weiter. Danke. Sind wir alles am Aufnehmen? Ja, Skandal. Also da müssen wir rausschneiden, Jungs. Nein, weil mein Notruf ist gerade total schade gewesen. Ja, aber Bros, kannst du bitte zumachen? Ja, versteh mich nicht falsch, aber da schreien die ganze Zeit Leute raus. Darum völlig ignoriere ich normal das. eigentlich. Das ist völlig normal. Also wir Ja, sind jetzt das- unterbrochen worden, weil am Karan sein Auto ist nochmal kaputt. Nein, kannst du noch ganz schnell das Fenster dahinter zumachen, Bro? Danke. Also eben, wir sind da beim Dyson daheim und Dyson wohnt einfach im Brennpunkt, Im Ghetto. im Ghetto Pristin. Ja. Ja, nichts. Ich muss nach Hause gehen. Machen wir das schnell fertig, weil ich muss nachher Zeugenaussage machen. Echt jetzt? Ja, sicher. Haben sie so gesagt, oder? Ja, ich muss Namen angeben. Und Also der Dyson hat jetzt gerade noch bei der Polizei angerufen. oh mein Gott, ich bin nicht. Dyson einfach 6'9 geworden. Bitte ausschalten. Nein, also bitte, hört mal auf, Mann. Dort war eben angeblich einer am Boden am Liegen gewesen und nachher sind es so Junge, die da sagen, ey, wow. 16, Die hat gefühlt, ey, wow gesagt. Ja, sie so, ja, wir haben alles unter Kontrolle. Sie so, ja, Echt jetzt? ja, so. Nein, ich gar nicht gehört. Ja, ist gut, ey, wow. Am liebsten gerade. Ey, was hat sie gesagt? Gefühlt, Bro. Aha, so. Er hat am liebsten Mike noch geworfen. Da geht nochmal eine, die am Boden liegt. Da, ganz Spaß aber. beiseite. Gell, no zu Gewalt. No, But no good vibes. No zu Gewalt. Violation. Ja, ich glaube, da ist mal da gewesen, Jungs. Mal. Kommt mal, jetzt haben ihr gesagt, ich will mich roasten. Sicher nicht, Bro. Ich finde, sieht clean aus. Also ich finde es einfach, Also ich finde zum Beispiel da passt so gar nicht zum Nebengebäude. Okay. Also da eben, ich finde jetzt, da ist so Altbau, oder? Mhm. Neu ist komplett neu. Also für mich passt es null. Pristina ist eine Stadt der Kontraste. okay, es sollte auch das Dach dort weiß sein. Es ist Beton und es ist ein heller Tag und darum sieht es hell aus. Deswegen, okay. In ein paar Jahren wird es dann schon ein bisschen dreckiger sein. Ja. Aber dann wäre es eigentlich eher dann passen, ja. Mhm. Ist nicht der Basement dort? Ja, voll. Ist das in den Rucksack? Ja. Echt jetzt? Ja, voll. Ich habe kein anderes Bild gehabt. Es war mega schlimm, gewesen, weil da, wo wir auf Pristina gegangen sind und Bilder gemacht haben, habe ich doch nicht gewusst, dass ich da baue. Ja, voll. Voraussichtlich. Ich habe sogar gemeint, Aber vielleicht krass, kann dass ich noch da ein Bild klar ist. Ja, per Zufall. Ich habe mich halt total kaputt gefüttert im Fall. Ja. In der blöden Ecke haben wir aufgenommen. Ja. Ja, genau. Also eben, ich glaube nicht, dass es so so viel zum Roasting gibt. Einfach eben, der Karan angesprochen hat wegen der Wendeltreppe. Ja, Da würde ich das ist nochmal hinter. modellbautechnisch. Da würde ich einfach nochmal anschauen. Also, Alter, was? aber, Okay. Kritik musst du auch nicht, komm. Ja, ich nehme es auch an. Ist aber nicht berechtigt. Sicher ist berechtigt. Mal, es ist berechtigt. Ich hätte besser können durchschneiden Mhm. Ja. Aber gesehen so aus, als hätte ich mehr Zeit gehabt, wenn du mich am Boden liegen gesehen. Ja, wirklich Nächte müssen durchmachen. Wo ist WC? Da. Oh mein Gott. Also da sind Nasszellen, nicht? Da gesehen da. Ah, ja. Wenn du nachher den Plan hast. Auf 2 Geschosse. Hey, weißt du? Ja, keine Ahnung, wieso er das gemacht hat, ehrlich gesagt. Wieso? Einfach, ich glaube, Ah, der das. hat einfach Tourette. okay. Alter, auch. Übrigens, Das der Bodenbelag sind Platten, das ist noch mega wichtig, weil falls sich dort etwas löst, kannst du eben eine nehmen und dann raufgehen und abschmeißen auf Politiker. Nein, stell dir so vor. läuft das, Alter. Ja. Nein, das ist Bist du eigentlich Akustik, wenn man so da per Zufall einen Rave drin machen will? So. Könnte unten stattfinden. Eben, Da. könnte, oder? Ist offiziell. Der ist extra für die Bevölkerung da. Dass die Mhm. Bevölkerung drinnen ist. Es ist zwar ein Kritikpunkt,
Bevölkerung ohne Parlament oben. Die Regierung ist übers Volk. Stimmt aber nicht, weil im Eingeschoss wieder oben ist wieder das Volk. Bounce. Ja. Aber ich finde die Argumentation komisch. Also ist ja, Ja, ein es ist- fucking Gebäude ist schon selbstverständlich, Ja, was dass willst du machen? Leute... Soll das Parlament ins UG rein tun, oder was? Ja. Weißt du, was ich meine? Yes, Underground. Ah, UK Es ist doch Underground, Alter. Das weiß ich nicht. Ich glaube sogar echt Underground, ja. Ich glaub UK. nicht. Im Keller? Ja, ich glaube es. glaub- Kamera ist du Kann sein, kann wirklich sein. Weißt du, so genau weiß ich nicht. Ich habe nur Bilder von ihnen gesehen. Nein, ich glaube nicht. Da kommt doch natürlich das Licht Da müssen wir nachher noch mal nachschauen. die EWA-Frau fragen, sie weiß es sicher. Ey, wow. Yes. Ja gut, wie sieht es aus, zeittechnisch? Ich glaube, jetzt haben wir Eine schon fast eine Stunde, Alter. Wir haben am Anfang 17 Minuten Rappen wir gehabt. doch ab. Ja, gemeint, Also, die Crossed, Mann. ihr wisst, der Dyson hat abgegeben, ist scheiße. Ich gebe bald ab am Dienstag mit der Präsentation. Inshallah, läuft alles gut. Jegliche Papers kommen noch von dir und von mir und dann sind Ja, wir Mann. Ende Juni, Anfang Juli komplett fertig. Voll, endlich. Und dann ist der Karan leider voll in dem Scheiß drin. Oder dann bist du mit der Diplomarbeit dran. Oder wann Ja. fängst du bei dir an? Wir haben schon angefangen seit einem Monat. Was ist mein Monat schon? Ja, aber ich habe noch nicht angefangen. Ach so. Okay, wenn gehst du aber ab? Ende August. Ende August, okay, das ist ja klar gewesen. So, dann haben wir mal da mitbekommen, was der Dyson im Background alles hat müssen machen. Sehr wenig anscheinend. Okay. Er hat viel mehr Black Ops gespielt, wo er da die Hikes ist. Ein bisschen. Und wo schnell einfach so seine Beine zeigt, den Leuten. Oh nein, oh, ich darf nicht meine Füße zeigen. Wir haben ja den Psycho da, der mal Ah, die auf kommentiert. YouTube. Ach stimmt, ey, der ist Ey, funny, der- Hey, oder? maximal. beim neuesten Video hat eine oder einer kommentiert. Da ist safe. Nein, nicht über Füße. Ah, Was hat er okay. gesagt? Ist eure Sprache Mischung zwischen Dänisch, Dänisch, Lateinisch und irgendetwas? Lateinisch. Dänisch, Litauisch Litauisch. und Litauisch. Deutsch oder Schwedisch. Ja. Irgend sowas. Ja. Nein, das ist einfach Schweizerdeutsch, Bro. Also er hat Gell? auf Hochdeutsch geschrieben oder auf Englisch? Englisch. Ich Ah nein, glaube, das Hochdeutsch. ist Hochdeutsch. Ja. Hochdeutsch. Hey, das geschrieben. macht ja keinen Sinn. Ja, maximal nicht. Hey, das macht ja Bro, keinen lauf Sinn. mit Also, Bro, wenn du jetzt Schweizerdeutsch. grad, Ja. wenn du jetzt gerade lesest, hörst, jetzt muss ich da Subscribe nochmal finden, Alter. Haben wir subscriben. Ja, ich hoffe, das Thema ist nicht allzu trocken gewesen für euch. Aber am Schluss nochmal. Also, hey, Ich hoffe, das Thema ist nicht so trocken gewesen für euch und es hat euch einen Einblick verschafft in dem, was ich eben gemacht habe. Ich danke Voll. euch fürs Zuhören, danke dir. fürs Zuschauen. Da haben wir gesagt, eine stabile Kamera angestellt. Ja. Also, hey, wir machen das Intro jetzt zum Outro. Lang leben. Sino. Yes, mach. Aber heb's noch wieder. सबसे जरूरी